Hallo und willkommen zurück zu diesem einfachen Deutsch-Podcast. Ich bin sehr glücklich, dass du heute bei mir bist. In diesem Podcast sprechen wir langsam, mit einfachen Wörtern. Wenn dein Deutsch also auf Anfängerniveau ist, dann ist das für dich. Heute haben wir eine ganz besondere Geschichte. Wir werden über eine kleine Stadt in Kurdistan sprechen. Diese Stadt hat einen besonderen Namen in der Welt. Die Menschen nennen sie die Hauptstadt von Juros. Der Name dieser Stadt ist Acre. Manche schreiben sie auch als Accra oder Acre. In unserer letzten Folge haben wir über Juros gesprochen. Wir haben über Kawa den Schmied und den bösen König Dehak gesprochen. Heute werden wir sehen, wie eine kleine Stadt Juros feiert. Und wir werden sehen, warum diese Stadt so berühmt ist. Zuerst lass mich dir von Acre erzählen. Acre ist eine Stadt in der Region Kurdistan im Irak. Sie liegt in der Provinz Duhok im Norden. Die Stadt ist sehr alt, mehr als 2000 Jahre alt. Acre ist an der Seite eines Berges gebaut. Die Häuser stehen am Berg, eines über dem anderen. Von Weitem sieht die Stadt aus wie ein schönes Gemälde. Es gibt alte Steinhäuser, enge Straßen und kleine Märkte. Der Berg hinter der Stadt ist hoch und felsig. Dieser Berg ist sehr wichtig für die Juros-Feier. Du wirst in wenigen Minuten verstehen, warum. Nun, warum nennen wir Acre die Hauptstadt von Juros? Jedes Jahr, in der Nacht des 20. März, passiert etwas Erstaunliches. Hunderte junger Menschen steigen gemeinsam den Berg hinauf. Sie tragen brennende Fackeln in ihren Händen. Die Fackeln sind Holzstöcke mit Feuer an der Spitze. Die jungen Leute rennen den steilen Bergpfad hinauf. Sie steigen höher und höher, alle gemeinsam. Von unten siehst du eine lange Feuerlinie am Berg. Es sieht aus wie ein Feuerfluss, der den Berg hinaufzieht. Das ist das berühmteste Bild von Acre Juros. Du kannst es im Internet, in Zeitungen und im Fernsehen finden. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, ist etwas ganz anderes. Unten in der Stadt warten Tausende von Menschen. Sie warten darauf, dass die Fackelträger den Gipfel erreichen. Die Straßen sind voller Familien, Freunde und Besucher. Jeder trägt schöne kurdische Kleidung. Die Frauen tragen lange bunte Kleider mit Gold und Silber. Die Männer tragen traditionelle Hosen und breite Gürtel, Schal genannt. Auch die Kinder tragen ihre besten Kleider. Die Luft ist voll von Musik, Trommeln und Gesang. Es gibt eine große Trommel, die Dahol heißt. Und es gibt eine lange Flöte, die Zurna heißt. Diese beiden Instrumente spielen zusammen sehr laut und schnell. Die Musik macht den Leuten Lust zu tanzen. Die Menschen halten sich an den Händen und tanzen in langen Reihen. Das nennt man Govend, der traditionelle kurdische Tanz. Manchmal tanzen Hunderte von Menschen in einem großen Kreis. Kinder lachen und rennen zwischen den Tänzern. Der Duft von Essen ist überall. Die Menschen verkaufen Tee, Süßigkeiten und gegrilltes Fleisch auf den Straßen. Nun lass mich dir wieder von den Fackelträgern erzählen.
Ihre Aufgabe ist die wichtigste in dieser Nacht. Es sind meistens junge Männer und Frauen aus Acre. Sie trainieren viele Wochen vor Nyros. Der Bergpfad ist sehr steil und gefährlich. Die Fackeln sind schwer und das Feuer ist heiß. Aber die jungen Menschen sind stolz, sie zu tragen. Sie fühlen, dass sie den Geist ihres Volkes tragen. Um 9 Uhr abends beginnt sich das Feuer zu bewegen. Der erste Fackelträger entzündet seine Fackel am Fuße des Berges. Dann gibt er das Feuer an die nächste Person weiter. Und an die nächste und an die nächste. Bald ist der ganze Berg voller kleiner Feuer. Aus der Stadt schauen die Menschen nach oben und rufen vor Freude. Bi Nyros, rufen sie, was bedeutet es lebe Nyros. Die Fackelträger halten nicht an. Sie steigen fast eine Stunde lang weiter hinauf. Manche von ihnen schwitzen, manche sind müde. Aber sie lächeln, denn sie wissen, dass dies ein großer Moment ist. Wenn sie den Gipfel des Berges erreichen, versammeln sie sich alle. Sie machen ein riesiges Feuer auf dem Gipfel. Dieses große Feuer ist viele Kilometer weit zu sehen. Andere kurdische Städte können das Feuer von Acre sehen. Das große Feuer ist das Signal, dass Nyros begonnen hat. Unten in der Stadt beginnt das Feuerwerk am Himmel. Der Himmel wird hell mit roten, gelben und grünen Farben. Rot, Gelb und Grün sind die Farben der kurdischen Flagge. Die Musik spielt lauter, und der Tanz geht weiter. Die Feier in Acre geht bis zum Morgen weiter. Nun lass mich dir noch etwas über diesen besonderen Ort erzählen. Für die Kurden ist Acre Nyros nicht nur eine Party. Es ist ein Symbol für Identität und Freiheit. Viele Jahre lang konnten die Kurden Nyros nicht offen feiern. In einigen Ländern war es sogar verboten. Die Menschen mussten sich verstecken, um an diesem Tag ein Feuer zu entzünden. Aber die Kurden von Acre haben diese Tradition immer am Leben gehalten. Heute ist Acre Nyros die größte kurdische Feier der Welt. Jedes Jahr kommen am 20. März mehr als 50.000 Menschen nach Acre. Sie kommen aus allen Teilen Kurdistans. Sie kommen aus der Türkei, Syrien und dem Iran. Viele Kurden kommen auch aus Europa, Amerika und Australien. Für die Diaspora ist es wie eine Rückkehr nach Hause. In dieser Nacht kannst du in den Straßen von Acre alle kurdischen Dialekte hören. Kurmanchi, Sorani, Hevrami, Sasaki und mehr. Und es gibt auch Besucher aus vielen anderen Ländern. Journalisten von BBC, CNN und anderen großen Sendern kommen jedes Jahr. Sie teilen die Bilder von Acre Nyros mit der Welt. So wurde Acre auf internationaler Ebene berühmt. Auch die Wirtschaft der Stadt wächst durch dieses Fest. Hotels, Restaurants und Geschäfte sind voller Gäste. Die Einheimischen arbeiten sehr hart, um alle willkommen zu heißen. Sie öffnen ihre Häuser, ihre Küchen und ihre Herzen. Kurdische Gastfreundschaft ist auf der ganzen Welt berühmt. Nun ein paar Worte über die Bedeutung dieses Feuers. Das Feuer von Nyros kommt aus der Legende von Kawa. Kawa entzündete ein großes Feuer auf dem Berg, um den Menschen zu sagen,
dass sie frei sind. Heute bedeutet das Feuer auf dem Berg von Acre dasselbe. Es sagt, wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch Kurden. Wir sind immer noch frei. Deshalb fließen in dieser Nacht so viele Tränen über die Wangen der Menschen. Es sind keine Tränen der Traurigkeit, sondern Tränen der Freude und des Stolzes. Mütter denken an ihre Kinder, weit weg in anderen Ländern. Alte Männer denken an die Tage, in denen diese Feier ein Traum war. Junge Menschen denken an die Zukunft, an ihre Sprache, an ihr Land. Und in diesem Moment ist jeder eine Familie. Das ist der Zauber von Acre Nyros. Wenn du jemals am 20. März Acre besuchen kannst, musst du es tun. Du wirst das Gefühl dieser Nacht nie vergessen. Du wirst Feuer auf dem Berg sehen, wie eine Geschichte, die zum Leben erwacht. Du wirst die Musik, die Trommeln und den Gesang eines Volkes hören. Du wirst mit Fremden tanzen, die in 5 Minuten zu Freunden werden. Du wirst um Mitternacht Tee aus einer kleinen Tasse trinken. Und du wirst verstehen, warum wir Acre die Hauptstadt von Nyros nennen. Es ist eine Stadt, ja. Aber in der Nyros-Nacht wird sie zum Herzen aller Kurden. Der Berg wird zum Symbol unserer langen Geschichte. Das Feuer wird zum Symbol unserer Hoffnung. Und die Menschen werden zu einer großen Familie mit einem großen Herzen. Danke, dass du heute dieser Geschichte zugehört hast. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt, etwas über Acre Nyros zu lernen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns bitte ein Like und abonniere uns. Und erzähle deinen Freunden von diesem einfachen Deutsch-Podcast. Nächstes Mal sprechen wir über einen anderen schönen Teil der kurdischen Kultur. Bis dahin, pass auf dich auf und Biyi Nyros. Auf Wiedersehen, und wir sehen uns in der nächsten Folge.